Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinem kleinen bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr verdammten Aufsteiger, ich grüße euch alle. Alle Fans des 1. FC Köln, herzlichen Glückwunsch. Auch herzlichen Glückwunsch an mich selber an der Stelle, liebe Freunde. Ihr wisst gar nicht, was für einen wundervollen Tag ich hinter mir habe. Wir brauchen auch nicht großartig über den Spielverlauf sprechen, weil einfach ganz klar, wir haben sie dominiert. Wir haben eine Leistung heute auf den Platz gebracht, da muss man wirklich sagen, hätten wir das doch bloß die ganze Saison so erlebt. Gegen stärkere Gegner, zu denen ich definitiv den 1. FC Kaiserslautern zähle, da würde ich sagen, auf jeden Fall gäbe es nichts zu meckern. Dann hätte ich definitiv auch weniger Content gebracht. Ja, Leute, das war so geil heute. Ihr habt es gerade gesehen in dem einen Spieler, ich war auf dem Feld hinterher. Ich habe mich wirklich durchgequetscht und beziehungsweise quetschen lassen, aber es war mir scheißegal. Und wenn meine Lunge heute zerquetscht wäre, ich wollte es mitmachen. Ich wollte auf diesen scheiß Rasen drauf. Und ich habe euch was mitgebracht. Ich wollte es eigentlich nicht aus dem Rasen lösen. Ihr merkt es sicherlich an meiner Stimme, dass die komplett kaputt ist. Die ist komplett im Eimer auf jeden Fall. Wird lustig morgen auf der Arbeit. Ich bin ja im Kundenservice und muss telefonieren. Ja, es wird ein kleiner Kampf gegen Windmühlen, aber ist mir egal. Das ist mir sowas von egal. Der Rasen, den hat mir mein Kumpel von den Fedelsjungs, der Flo, geschenkt. Der hat ihn rausgerissen. Ich habe den Rasen nicht angefasst. Hey, ich habe hier keine Straftat begangen. Okay, ist es eine Straftat, dass ich das angenommen habe, das Geschenk? Naja, okay, kommt. Scheiß der Hund drauf, ist egal. Wir sind aufgestiegen, Leute. Wir spielen endlich wieder in der ersten Bundesliga. Was heißt hier endlich? Es war ja doch im Nachhinein nur ein Jahr. Einfach nur ein Jahr. Wir waren nur ein Jahr unten. Und das, obwohl wir diese verdammte Transfersperre hatten. Deswegen war ich auch so pessimistisch. Deswegen war ich aber auch zwischendurch so sauer, weil wir es immer wieder, ja, fast vergeigt hätten. Es gab so viele Situationen, wo ich gesagt hatte, ey, wir vergeigen das noch. Was machen die Jungs da? Aber dann kam Friedhelm Funkel. Und ich sage euch ganz ehrlich, ihr könnt jetzt suggerieren oder überlegen, ob vielleicht es doch mit Gerhard Struber doch noch geklappt hätte. Ich glaube nicht. Das war jetzt wirklich Funkels Werk. Er hat wirklich die passenden Stellschrauben gezogen. Und ich bin überzeugt, dass es sein Werk ist. Definitiv. Deswegen auch, zum Glück hat der Vorstand rechtzeitig reagiert. Ich weiß nicht, wie viel Kessler da mitgespielt hat, aber er hat ihn ja persönlich abgeholt gehabt. Gut, dass du es gemacht hast. Danke, danke, danke. Was für ein Spielverlauf einfach. Ich kann auch nicht den ganzen Spielverlauf schildern, weil ich einfach so dermaßen mit Supporten und Fröhlichkeit beschäftigt war, dass ich euch einfach nur mal hier, ich lese es nochmal kurz ab. Ihr wisst ja, Erik Martel, dann trifft der Spieler, den ich wirklich, bei dem ich wirklich sagen muss, er hat von allen Spielern die konstant beste Leistung in dieser Saison abgeliefert. Dazu kommen wir auch noch gleich zu Spielern und ihrer Leistung in dieser Saison. Das war dann erstmal dieser Moment, wo ich dachte, wird es tatsächlich geschehen? Passiert es gleich? Dann auch noch Luca Waldschmidt in der 29. Spielminute zur Pause mit 2:0 in Führung gehen. Gegen Kaiserslautern, ein Team, das ich wirklich sehr gut befinde. Verdammt gut befinde. Ich war einfach nur erstaunt. Ich dachte mir einfach nur die ganze Zeit, ey, wir haben jetzt so vorgelegt, wir können sogar unentschieden spielen. Das wird wirklich schwer. Da brauchst du wirklich verdammt viel Fantasie, dass du dir denkst, ey, wir verlieren das heute noch. Weil Kaiserslautern war, tut mir leid, bei allem Respekt, wirklich Respekt, war eigentlich schon eine gute Saison. Wirklich, Kaiserslautern hat eine gute Saison gespielt. Da muss man einfach wirklich sagen, die Zweifel waren berechtigt, ob wir hier gewinnen oder nicht. Aber endlich haben wir mal eine Mannschaft dominiert, die mit uns mithalten konnte. Über weite Strecken in dieser Saison. Und in der zweiten Halbzeit Florian Kainz, der Mann, der von Friedhelm Funkel wiederbelebt wurde, der wieder zu alter Stärke gefunden hat, trifft dann auch noch. Und als ob das nicht genug wäre. Ey, welcher Mensch schreibt solche Drehbücher? Das war das letzte Spiel von Marc Uth. Und der Typ trifft. Er trifft in der 87. Spielminute. Das war so auch so ein Moment. Da war ich schon längst mich am Vorbereiten für den Platzsturm und dann geschah es. Ihr habt die Bilder gesehen. Und da gab es noch viel, viel mehr. Ich habe auf dem Platz geheult. Ich habe geheult, weil ich einfach so überwältigt war. Weil Leute mich in den Arm genommen haben, die ich nicht kannte. Und dann auch noch Leute dazu kamen, wie die Fedelsjungs, der Fanclub, mit dem ich verdammt gut verbunden bin. Die waren auch plötzlich da. Die Tore wurden ja aufgemacht. Selbst für Leute, die nicht im Stadion waren, war das ein geiler Tag. Und als ob das nicht genug wäre,
wird unsere U19 auch noch deutscher Meister. Gegen die Schweier Pillen. Das ist einfach nur das i-Tüpfelchen. Heute, jeder Mensch, der den ersten FC Köln hasst, jeder Mensch, der den ersten FC Köln abgrundtief hasst, der hat sich so dermaßen in den eigenen Arsch gebissen. Schöne Grüße, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Und ich könnte euch jetzt weiterhin ein Jahr lang abfacken, dass wir da sind. Und ich hätte selbst nicht geglaubt. Ich war wirklich genauso zögernd und zweifelnd wie ihr da draußen auch. Ja, verdammt nochmal, war das ein geiler Tag. Und dann gewinnen wir auch noch diese Schale, weil Hamburg verliert. Ich weiß, ich habe keinen Wert darauf gelegt, aber war schön zu sehen, dass die Jungs das in die Luft heben. Und dass Marc Uth das auch nochmal darf. Jetzt könnt ihr feiern, verdammte Scheiße. Jetzt könnt ihr euch so ruhig besaufen. Jetzt könnt ihr euch einen, wie die Leute jetzt so schön im Internet sagen, einen Lemperlen. Macht das ruhig, ist mir jetzt auch egal. Und Lemperle, ja, tschö. Einfach nur tschö. War doof, dass du das diese Woche gemacht hast. Ich bin immer noch sauer, aber wir müssen dich ja eh nicht mehr wiedersehen. Von daher, ja, was soll ich sagen? Tschö mit Ö, ciao Kakao, etc. bp und dergleichen. Ich bin einfach nur glücklich heute. Ich wollte euch diese Gedanken mitteilen. Ich wollte euch an meiner Gefühlswelt teilhaben lassen. Der 1. FC Köln ist wieder da in der Bundesliga. Und das, obwohl ich gedacht hatte, wow, diese Transfersperre, die wird uns um Jahre zurückwerfen. Trotz eines Christian Kellers und trotz seiner mal wieder misslungenen Trainerwahl. Trotzdem sind wir wieder da. Trotzdem sind wir wieder da. Wir sind einfach wieder da. War das ein schöner Tag. Wenn ihr nicht dabei wart, ihr habt was verpasst. Das war einfach nur geil, wie die Leute das Stadion gestürmt haben. Für solche Momente lebt man. Für solche Momente ist man Fan. Und für solche Momente macht man sich eine Karte klar. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Ich bin froh, dass ich ein bisschen Bildmaterial noch aufgenommen habe, aber das war so surreal wie in einem Fiebertraum. Ich konnte noch nicht mal glauben. Kennt ihr das, wenn ihr glaubt, die Realität wäre nichts weiter als eine Simulation? So ungefähr war das, als ich auf diesem Platz stand. Ihr müsst verstehen, ich war beim Conference League Einzug arbeiten damals in meinem alten Job. Und 2017, als wir uns für den UEFA Cup qualifiziert haben, ja, da war es auch von der Arbeit her irgendwie so strange gewesen. Daran erinnere ich mich auch noch zurück. Ja, deswegen, das war mein erster Platzsturm überhaupt. War sonst immer so ein braver Tribünenadler. Und das ist einfach so surreal, dass du dann plötzlich vor dieser Südkurve stehst, dass du das aus der Perspektive der Spieler siehst. Wow, war das geil. Wow, war das geil. Ich bereue es nicht getan zu haben. So, verdammt normal. Welcher Mensch schreibt solche Drehbücher? Der FC hat mir wirklich auch in Sachen Content so viele Gefallen getan in diesem Jahr. So viel hat dramaturgisch einfach perfekt zusammengepasst, Entschuldigung, und zu einer Zusammenfassung kommen wir im Laufe der kommenden Woche. Spätestens bis den nächsten Sonntag habt ihr dann ein Saisonfazit. Das werde ich auf jeden Fall für euch drehen. Und ich erkläre euch jetzt mal die Spielregeln für meine Wahl des Spieler des Jahres. Okay? Wir wählen den Spieler des Jahres und das funktioniert folgendermaßen. Jeder von euch tippt einen Spieler in die Kommentare. Ist jetzt egal, ob der Spieler mehrmals erwähnt wird. Jede Erwähnung und jedes Like auf die Erwähnung wird zusammengezählt. Okay? Anhand dessen ermitteln wir den Spieler des Jahres. Dann wird natürlich ein bisschen alles zusammengezählt. Das heißt, jede Erwähnung und jeder Like auf die Erwähnung wird zusammengezählt. Am Ende rechne ich das zusammen. Ich werde euch dann auch in den Kommentaren auf dieses Video nochmal darauf hinweisen, dass die Wahl nun vorbei ist, weil ich am Drehen bin, beziehungsweise am Ausrechnen. Das heißt, die Wahl, die endet dann, wenn ich euch nochmal schreibe. Und sollte es unentschieden stehen, dann spielen wir Geist oder Bock. Das hat hier Tradition. Ja, gut, ich möchte das Video langsam zu Ende bringen. Morgen steht ein Arbeitstag an. Zum Glück muss ich erst ab 9:30 arbeiten. Aber ich möchte mich auch nochmal bei meinen Freunden bedanken, die mich durch diese Saison begleitet haben. Durch meine erste Staffel. Ja, das hier ist ich behandle das wie eine Fernsehserie. Das hier ist meine erste Staffel. Danke an FC Fabio. Danke an Taubi. Danke an Pierre, der ist wieder da. Der mit seinem scheiß Timing. Ich wollte eigentlich in meinem vorherigen Video das auch noch als News der Woche integrieren oder zu den News der Woche. Pierre ist wieder da, liebe Freunde. Und danke an Taubi, dass du mich im letzten Video so gepusht hast. Guckt euch die Followerzahl an. Grandios, ich kann es kaum glauben. Ja, und jetzt kommt nochmal so ein kleines Hallo an Pierre. Mein Freund, seit Tag 1 auf einer Wellenlänge. Schön, dass du wieder da bist.
Einen wunderschönen guten Tag, da sind wir wieder in alter Frische. So, und das war dann meine letzte Reaction auf ein jeweiliges Pflichtspiel. Ich kann es kaum glauben, ich bin schon ein bisschen wehmütig. Diese Staffel, diese Saison geht langsam dem Ende zu. Nächste Woche dann halt ein Saisonfazit. Ja, es ist wirklich irgendwie. Ich kann verstehen, dass manche Leute, die eine Serie gedreht haben, dann plötzlich am letzten Tag am Set so traurig waren. Keine Sorge, der Kanal geht weiter, aber ja, diese erste Staffel lief spektakulär. Auch von den Aufrufen und von den Followerzahlen her, für jemanden, der sein erstes Jahr auf YouTube alleine macht. Das kann man sehen, wie man will, aber ich bin mega zufrieden und ich danke euch alle, dass ihr zugesehen habt. Mal apropos zugesehen und Like da lassen und Follow da lassen. Ich bin ja keiner, der da wirklich lutscht. Ich bin keiner, der es direkt mit dem ersten Satz im Video sagt. Ich fühle das nicht. Ihr seht ja am Ende mein Outro. Da weise ich mal kurz schriftlich darauf hin. Ich bin keiner, der euch damit abfacken will, sage ich ganz ehrlich. Aber wow, was für eine erste Staffel, was für ein Jahr, was für ein schöner Abschluss. Ja, das nächste Woche ist dann der Epilog. Das wär's dann erstmal. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann, liebe Freunde, würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns noch wiedersehen.